2020, wir sind wieder zurück mit den Kulturtalks. Heute mit dem Wally Alig, besser bekannt als Wally Musik. Und er hat jetzt gerade einen neuen Song veröffentlicht, noch gar nicht so lange her. Der heißt Whisky Song und dort hören wir jetzt gerade rein. Umso später der Abend, desto kreativer kommen Geschichten, die du erlebt hast. Am nächsten Tag bist du wegen dem mal du bist. Du erzählst dem unter weiter, aber wär doch etwa gescheiter, wenn du die Geschichte einfach abbrichst. Hast eine Tasche bekommen und jetzt lässt du es verlieren. Drum bring jetzt noch ein Whisky und bring ihn noch nicht. Wir haben jetzt vergessen, was auch alles war. Willkommen zurück beim Kulturtalk. Mein heutiger Gast ist der Wally. Er hat einen Song, wie ihr gerade gehört habt, über Whisky gemacht. Warum Whisky und nicht Bier, Wally? Ja, zuerst einmal danke, dass ich da sein bei dir. Ist immer wieder interessant. Warum Whisky und nicht Bier? Gute Frage. Es ist mir gar nicht gross um Getränke oder etwas gegangen. Ich bin hier mit dem Dario zusammen im Bandraum gesessen, wir waren am Zuschreiben und auf einmal habe ich einfach gefunden, das passt irgendwie zu dem ganzen Stil oder so, den ich machen will mit der Country-Musik. Der Whisky passt dazu, die Südstaaten Amerika. Ich trinke zwar eher der schottische Whisky, aber das ist jetzt da kein Detail. Und ja, wir haben das Lied geschrieben. Whisky-Song ist entstanden, aber nicht wirklich mit dem Gedanken, jetzt muss ein Lied haben über den Whisky. Ich frage eben wegen Bier, weil ein Video von dir ist relativ bekannt worden. Wie ist es zu dem gekommen, wo es auch irgendwie um Bier gegangen ist? Das war hier auf einer Baustelle, also das ist eigentlich in der Firma. Wir haben dort gefunden, wir machen am Nachmittag eine Grillade und ein kleines Festchen für all die Leute, die dort tagtäglich ihr Bestes geben. Und ja, es ist recht lustig geworden. Und auf einmal hat das Telefon, es hat wirklich so etwas stattgefunden und dann haben wir die Idee gehabt, komm, das machen wir jetzt nochmal. Und eigentlich mehr als Blödsinn. Wir haben das lustig gefunden, gefilmt. Ich habe es ins Netz gestellt und dass das gerade 600 Mal geteilt wird und 60'000 Aufrufe bekommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, ist mir eigentlich auch gleich. Ist schön, wenn die Leute das sehen. Hättest du es gewusst vorher, hättest du wahrscheinlich noch mit einem Lied von dir unterlegt, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Dann kennt ihr mich jetzt mehr Leute. Hoi Schatz. Ja, ich bin auf der Baustelle, bin am Arbeiten. Ja was, man hört nichts. Ah, das ist ziemlich laut. Ich bin auf Spitze. Ich melde mich später. Ciao Schatz. Du machst ähnlich wie der Dario mit seiner Band, eigentlich so Country. Habt ihr euch da extra ein bisschen abgesprochen, dass ihr beide das machen? Oder wie ist das gekommen? Hast du dich auch vielleicht ein bisschen von der Musik von Carmen abgrenzen? Weil dort machen wir ja eher so Pop-Rock. Mhm. Nein, ganz und gar nicht. Das hat mit Abgrenzen oder so gar nichts zu tun. Ich mag den Country eigentlich schon lange. Ich habe das selber nie gemacht. Ich kenne aber den Dario schon lange und bin ein riesen Fan von seinen Sachen, die er mit den Spanky Hammers macht. Oder sie dürfen ja jetzt auch nächstes Jahr sogar das Lumnezia eröffnen. Und nein, ich fühle das und ich habe mir dort Überlegungen gemacht, was passt zu mir, zu meiner Sprache. Ich habe mich ja direkt dafür entschieden, dass ich rein Obersachserdeutsch singe. Also ich wäre da, vielleicht kommt der mal, nein, eigentlich nicht. Es wird kein englisches Cover kommen. Ich bleibe dem Dialekt treu. Und irgendwie habe ich die Verbindung gesehen, dass Obersachsen ist auch im Oberland und Country ist so ein bisschen von Amerika, so die Hillbilly-Musik. Ich habe gefunden, das passt und jetzt machen wir es einfach. Also es ist nicht reine Country eigentlich. Ich möchte mich nicht festlegen auf ein Genre. Es wird ein bisschen Country-Einfluss haben, es wird ein bisschen Rock drin haben, ein paar bluesige Themen auch schon, also wir sind sehr fleissig und es sind von vielen Elementen ein paar Sachen drin. Zuletzt kommt auf einmal ein Popsong. Man weiß es nicht. Das ist eine Entwicklung, die wir machen.
Wie weit steht ihr schon mit eurem ersten Album? Also deine Band und du? Ja, ich habe ja letztes Jahr einmal einen Post rausgehauen, das war keine Pause, das war auch ein Interview mit dir, merke ich gerade, dass Ende 20 das Album kommen wird und wir arbeiten sehr hart daran. Wir sind jetzt zwar aktuell wirklich an der Vorbereitung und an Proben für die Live-Gigs, die kommen. Und wir wollen zuerst das wirklich, dass wir eine tiptoppe Bühnenshow liefern können. Fertig arbeiten und sobald das steht, geben wir dann wirklich ans Album. Ich bin nebenbei noch dran mit gewissen Featurings, auch um etwas auf die Reihe zu kriegen. Aber eigentlich das Ziel steht, Ende 2020 das Album rauszunehmen und das probieren wir zu halten. Mhm. Du hast gesagt, das ist alles in Obersachserdeutsch. Wie schwierig ist es, gewisse Wörter oder Ausdrücke zu finden, wo dann auch wirklich so der reine Obersachserdeutsch-Dialekt drin haben? Es ist viel, viel schwieriger, als ich anfangs gemeint habe. Es ist auch wirklich so, ich muss zugeben, ich bescheisse nicht. Ich brauche ein Wort, das es so eigentlich nicht gibt im Dialekt. Aber es ist nicht einmal so einfach, um in Inschum eigentlich sehr harten Dialekt Songs zu schreiben. Es sind gewisse Worte oder gewisse Reime, die sollten tief gehen, sind die halt einfach geht's nicht und dann muss man das Wort einmal ein bisschen umtischen, ein bisschen abkürzen. Ist auch im Whisky-Song schon passiert, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass meine Kollegen von Obersachsen finden, hey, das ist gar nicht Obersachsen-Deutsch, aber wir geben den Schmäh, um die Sprache wirklich einhalten. Als abschliessende Frage, wo kann man dich und deine Jungs das nächste Mal sehen? Wir haben effektiv das allererste Live-Konzert am Offroad Track Race zu Obersachsen spielen. Also zu Pflund, Entschuldigung, aber ist ja jetzt auch gemeint. Und das ist am 13. Juni, am Samstag. Spielen wir das erste Mal, unter anderem ist da noch der Hessen des Spanky Hammers und Feintaste ist die Serie und wir Frauendienst gewaltig, um das zu machen. Familiäre Geschichte mit guten Leuten, oder? Genau, passt. So wie es sein muss. Danke vielmals. Danke dir. Und, zum Wohle. Gerne. Mache ich.